Bei der Gringe. Bei der Gringe gibt es viel geschafft während einem Jahr. Die Gurie und die Mädchen lernen schon von kleinem an der Älteren zu helfen und so spüren sie schon gleich, dass es nicht leicht ist, alt zu geben, weil immer ein Arbeit zu tun ist. Aber durch dennoch seine Fleißigkeit sind sie so weit gekommen in der Serre. Die meisten haben schöne massive Häuser, gesunde Kinder und ein verhafteter trauriger Christ neben dem Haus, wo sich hektarweise lang ziehen, ewig die Berge bis auf die andere Seite. Eine Gringe ist kein Mensch ohne seine traurigen Christ, gerade so wie er gar nichts wert, wenn er nicht seinen eigenen Wein fabriziert hat. Dann mit Käse und Polente ist er nach sein Essen fertig, was sich gut, kräftig ernährt. Die Familie hat dann während der Trauerzeit mächtig geschafft unter der Steck, sind früh morgens fortgegangen, für einen ganzen Tag an der Arbeit bleiben. Und eine Familie muss dann die Gurie, eine splinsige Gurie, daheim bleiben fürs Haus aufpassen. Sein Vater, er an die Arbeit, an der Trauer Christ ist, der Sorge. Mein Sohn, lass niemand drin kommen daheim. Nur wenn vielleicht der Pater soll durchkommen, dann kannst du dann drin lassen und bedienen, was er will. Die Gringe sind da all an die Arbeit gegangen. Der Junge war darum leer am Spielen. Auf einmal hat's geklappt. Es war der Pater. Der Junge hat da drin gelassen, in der Hof, und gleich hat der Pater schon einen Sack Zement verwischt. Da fragt er. Na, Jung, ist der Zement da übrig? Jawohl, Pater. Ich möchte nächste mitholen, wenn deine Vater sollt er nicht benutzen, weil ich mit sowas daheim holen. So ist es passiert. Er hat da einen Haufen Hinkel gesehen, dort im Garten darum am Laufen. Da fragt er von der Gurie. Na, Jung, so ein Haufen Hinkel laufen darum. Ich möchte Sticker 2 mitnehmen für unser Kirchfest. Der Pater hat ein halb Dutzend zusammengebunden und auf der Auge geladen. Wie er zurückgekommen ist, hat er den Jungen gefragt. Jung, dein Vater hat doch immer so einen mächtigen guten Wein gemacht. Gibt es noch von dem seinem Wein darum? Möchte kenne ich es bisschen so schmecken kriegen? Jo, so ein bisschen. Antwortet Gurie. Na, lieber Jung, du kannst dann mir so ein bisschen von dem Wein bringen, dass ich ihr kann schmecken versehen, ob er noch gut ist. Der Gurie hat einen Teller gebrungen mit einem Löffel und dem Pater den Teller voll Wein geschüttet. Es war dem Pater so aber komisch, aber er hat gedacht, der Gurie hat nicht die Gläser im Schrank gepackt so lange, weil er ein bisschen klein wird. Und so hat er den Wein mit dem Löffel getrunken aus dem Teller. Da ist er fortgefahren. Abends, wie der Vater zurückgekommen ist, hat der Gurie gleich gesagt, dass der Pater dort durchkommen wird. Wie der Bub das Steck von der Hinkel erzählt hat, dass die 6 mitgenommen hat, da ist der Vater besgibt. Wo hätt man muss sowas gesehen, der Pater dem 6 Hinkel mitgenommen haben. Der Vater ist da in die Kirche gegangen, da hat er den Teller dreckig gesehen mit Wein, da hat er die Gurie gefragt. Na, Jung, für was hast du dem Pater den Wein geschenkt in einem Teller anstatt in einem Glas? Ei, Vater, Antwortet die Gurie. wenn ich dem ein Glas geb hätt für den Wein trinke, dann so wie er gehobt hätt für sie trinke, hätt er das Salamit überm Kochofen gesehen, dann hätt er sicher auch wohl ein Teil mitnehmen. Und das wird nicht richtig gut gewesen für dich, gell?